Herzlich willkommen für eine neue Edition von ADR Tele, die dëskeier ganz am Zeechen vun der parlamentarischer Rentrée steht. An he sind die Überschriften von dieser Sendung. Schwafiert vom bloe Staatsminister, die deutlich möcht, dat Gambia das Land nach just verwalt am Platz regiert. Am Interview aus der Fernand Karteiser, der vierop die inefficace Logementspolitik an die unrealistisch Klimaziele von der Regierung kritisiert. Für den Optakt von der neuen Parlamentssession wo 400 Chamber, all Bauernverbände und auch die Landwirtschaftskammer gegen das geplante Agrargesetz protestiert. Für was der ADR hunderte Bauern steht, gesehen wir gleich. Covid-Krise, der Krieg an der Ukraine, preissteigernd und damit verbundene Verlust von der Kaufkraft. Lützeburg ist mit einer Reihe Probleme konfrontiert, die auf der Journée parlamentär zu Munneref diskutiert sind. Gibt Gewur für was die Regierung des Entwicklungen zum Teil mit verschuldet wird. Auch Presse. Also wichtig alliiert am Kampf gegen Desinformation und für die Stärke von unserer Demokratie. Mit dem neuen Gesetz über die Pressehilfe, eine neue Konvention für RTL, der Radio 100,7 und der Radio ARA, werden wir den Pluralismus an der Presse weiter stärken. Insgesamt 18 Publikationen von 14 Editeuren profitieren von der Pressehilfe. An den ersten 6 Monaten von diesem Jahr hat der Staat 6,7 Millionen Euro für die Pressehilfe ausgegeben. Das ist eine Erhöhung von 43% am Vergleich zum letzten Jahr. Und am Studio also der Fernand Karteiser. Was muss ich dazu sagen zu dieser Aussage? Will der Staatsminister die Pressefreiheit nach weiter einschränken? Ja, das muss ich bald fertig, denn das war schon ganz auffällig, dass an der Rede vom Herrn Büttel einen direkten Zusammenhang hergestellt wird. Also mehr direkt geht es zwischen einer Aussage, dass Presse den Alliierten am Kampf gegen sogenannten Desinformation sind, und da sieht ein Direktor und die Regierung geht als Pressehilfe und so weiter so viel suchen. Das ist schon ganz auffällig und das ist ganz gefährlich. Und sich als heute Schritt gemerkt, wie zu sagen, wir hätten gerne eine Presse, die die Regierung an ihrer Perspektive, an ihrer Arbeit unterstützt und dafür kritisieren. Das ist die ganz Gefahr dabei. Und muss ich wissen, dass ja heute als Desinformation, als Fake News und so weiter, alles bezeichnet kann gehen, was der Regierung nicht an ihr Konzept passt. Sie definiert, was Desinformation ist, sie definiert, was Fake News ist, und Presse soll dann den Alliierten sie wieder zu unterdrücken. Das kann ja nicht eine Charakteristik sein von einer freien Presse und einer demokratischen Gesellschaft. Da muss ja auch andere Standpunkte zur Geltung kommen. Und dafür ist das, was den Herr Büttel heute probiert hat, meine ich, eine ganz gefährliche und noch eine undemokratische Entwicklung. Ja, das ist schon die 13. Kehr, wo du den Etat de la Nation der Chambre manderliefst. Was für eine Analyse müsste das Kehr ferner? Ja, es war ein ganz alarmistisch Schritt, es war ein ganz emotionalisiert Schritt. Das ist ja ein bisschen der Charakter vom Herrn Büttel für alles ganz emotional durchzustellen. Das war die Kehr immer ein ganz hohen Maß der Fall. Ich persönlich fand das nicht gut, weil ich meine, dass Politik muss ganz seriös, auch sober gemerkt gehen, dass die muss immer alle Argumente gucken, dass die nicht so viel soll mit Emotionen spielen, mehr aber mit Verstand probieren, Sachen zu analysieren. Du hast schon, meine ich, eine Tendenz, die einem nicht so gut gefällt, mir jedenfalls nicht. Aber was einem auffällt, dass vor einfach die Konflikte, die Spannungen an der Regierung, die aber nur deutlich rauskommen, Jo für die Wahlen. Zwischen Blau-Rot-Grün. Zwischen Blau und Rot, wo an der Debatte ganz klar, dass die LSAP, das ist eine Reihe eminent Politiker, die hätten, dass man Verschuldung vom Staat sogar über 30% vom Bruttoinlandsprodukt hier wenn. Ich meine, wir hatten den Herrn Bodry, den Herrn Hagen, Minister Hagen, wir hatten den Herrn Kersch an der Chambre, die das verlangt haben. Und da hat aber der Staatsminister ganz klar gesagt, dass das wäre, den hier nicht will gehen. Und Madame Backes als Finanzminister hat das auch gesagt. Also der Konflikt zwischen demokratischer Partei und LSAP auf dem Punkt wo ganz deutlich. Nach mal keine Lesung kommt auch an der unsäglichen Logementsproblematik leider. Das ist du hast die Regierung ganz klar falschen Weg, not der auch demokratische Partei, das ist eine Partei, die sich misst mehr ökonomische Verstand tun, jedenfalls ist das immer hier ein Urspruch gewirrscht, für eben ein realistischer Approach zu. Da wird man nur gesehen, dass die Regierung auf einen ganz anderen Weg geht, auf einen ganz linken Weg eigentlich für das privaten Investiment an das Logement zu behindern, vielleicht sogar zu
verhindern an einem großen Moos. Und Konsequenz von der Ratio, der eigentlich immer Männer gebaut wird, weil die privaten Investisseuren, die sind nicht mehr interessiert, oder auf jeden Fall deutlich Männer interessiert. Und das Resultat davon ist, dass Männer gebaut wird, wenn Männer gebaut wird, sind Männer Wohnungen disponibel, wenn Männer Wohnungen disponibel sind, geht der Preis auch an der Lokation remont luch. Das heißt, was die Regierung heimisch, also sich kontraproduktiv, es verstehst gegen elementäre ökonomische Prinzipien, weil die kann von geringen, linken Sozialisten und so weiter nach irgendwie nachvollziehen, weil die alles für eine staatliche Hand lehnen, mit einer demokratischen Partei ist das wirklich ein Verrat und nicht eine Wähler. Gambia oder als Ökonomie dem Horeca-Sektor durch den Lockdown einen enormen Schritt gemacht. Durch Maskepflicht haben viele Leute, besonders auch Kinder, gelitten. Den Druck auf Leute wird permanent verschärft. Schlussendlich schon die nicht Geimpften müssen bezahlen, wir schaffen zu gehen. Und die Impfpflicht ist nachher mal nicht vom Tisch. Sie wird sich näherens an Europa können durchsetzen oder halen. Hier soll sie nachher mal angefeiert gehen. Mit einer wie vom Staatsrat geht auch unsere Analyse recht mir so nicht dazu. Aber ich hätte gern, dass sich endlich seriös mit den Impfschild also nicht gesagt wird. Da der ist wo nie gegen Impfungen, aber wir verlangen eine total Ehrlichkeit und Transparenz. Wir hätten gern fiable Statistiken, Remboursement für notifiziert Impftaschenfälle, Verbesserungen bei den Krankenscheinen inklusive bei krankheitisch Impfschild. Wir sind als ADR ganz hofrisch ob als Position an der Krise. Wir von Anfang an konsequent Grundrechte von den Leuten verteidigt und als gegen all Druck und Zwang gewährt. Wir hatten für den Chômage partiell 100% Lohnausgleich gefroht und nicht nur 80. Wir sind aber entgegen von der Impfpflicht ohne hin und hier, ohne Wechsel von der Position. Wie gesagt, wir haben absolut nichts gegen freiwillige Impfungen als sinnvolle Schutzmaßnahmen. Aber da, wo sie wirklich nötig wären, an den Altersthema zum Beispiel, da hat Madame Kern und das Regierung versucht. Bald halten von den Todesfällen waren an dem Milieu. Da gab es just unklare Rekommendationen. Kerngesund Leute am besten Alter haben dann Restriktionen müssen drohen. Ungeimpfte Leute dürfen praktisch im sozialen und kulturellen Leben ausgeschlossen. Mehr waren den Altersthema für das größte Problem. Da ist nichts geschieht. Die ganze Opposition hat konsequenterweise den Rücktritt von der Madame Khan gefordert, sie wurde sich aber keiner Schuld bewusst. Soweit zu der politischen Kultur von dieser Regierung. Auch das vergessen wir nicht. Eis Bauern sind opbrucht, zu Recht. Eis aktuelle Regierung entwickelt sich mehr und mehr zum Todesgräber von der Lützeburger Landwirtschaft. Das neue Agrargesetz gouf ohne all Dialog mit den landwirtschaftlichen Betrieben ausgeschafft. Zunächst wird die Bauern jahrelang angetrichtert, zu investieren und auszubauen, für Lohnis zurückzurudern und Betriebe Futti zu reglementieren. Bauern haben somit überhaupt keine Planungssicherheit mehr. Was für eine Zukunft haben es landwirtschaftliche Betriebe überhaupt noch? Wir sind aber auch auf fest Standpunkt, dass wir als Lebensmittelproduktion müssen auf demselben Niveau aufrechterhalten. Das heißt, es geht eigentlich darum, durch neue Technologien, neue Methoden, durch einen wissenschaftlichen Ansatz die Landwirtschaft so zu guidieren, zu reformieren, dass eben die Umweltzielsetzungen matter und noch durch eine Lebensmittelproduktion erreicht gehen. Und das fehlt komplett an diesem Agrargesetz. Geht auf Punkte agiert. Einerseits sind Punkte dran, wo eigentlich den Zugang vom Beruf so verwässert wird, dass eigentlich nicht mehr das fachliche Wissen ausschlaggebend ist, für an den Beruf zu gehen. Weitere Punkt ist sehen, dass der Zugang zu den Flächen so gestaltet wird, dass die Bauern riskieren, nicht mehr Zugang zu dem Agrarland zu behalten. Und das alles läuft darauf raus, neben den Artikel 6 und 7, die eben, wie gesagt, zum Ziel und Viehbetriebe zu limitieren, läuft darauf raus, dass eben die Lebensmittelproduktion mittel- und langfristig soll reduziert gehen, just für Umweltzielsetzungen zu erreichen. Das Problem ist, wenn alle Regierungen in Europa dieselbe Strategie führt, da wird Europa keine Lebensmittelsouveränität mehr erhalten können. Lützeburg reglementiert den Bauern dort und mischt sich aufhängig vom Import. Als nationale Versorgungssicherheit mit ganz hochwertigen Lebensmitteln geht mit Face getrippelt. Schließlich können wir durch Initiativen wie den CETA als dumm und dämlich importieren. Schiffer, die mit schwerurlich Betrieben gehen,
bringen es Lebensmittel dann einfach von der anderen Seite vom Atlantik. Was darum mehr klimafreundlich soll sein, sie auf hier gestaltet. Wir sind solidarisch mit den Bauern, weil das nicht Agrargesetz bringt ganz viele Bauern und Laboranten. Erstens dürfen sie den Betrieb nicht mehr groß machen wie los, also sie müssen das verkleinern. Und die Unallegaten ganz viel Summen, ganz viel Geld an die Grab geholt, für zu investieren. Also kriegen die gesagt, sie müssen Männer produzieren. Und das kann nicht gehen, dass in die Fall, die geht, denken dort zum Beispiel nicht mehr an Goodyear oder egal was für Konzerne am Land gesund gibt, kriegen von der Regierung, sie dürfen nicht mehr so viel produzieren, das wäre ungesund. Als ADR stimmen wir hunderte Bauern, aber werden den doen Text an der Form sicherlich nicht stimmen. Ein Grünkreuz an rote Stiefel, das sind auch Regierungsfarben, die weisen, wie wenig Parteien sich den Amend im Dullaise von den Bauern suchen. Also nicht aber die ganze Regierung, die den Bauern über die letzten Jahre den Dialog verweigert hat. Eng blo Schaffbox passt also noch gut bei Kreuz dabei. Die Leute müssen sich bewusst sein als Lebensmittel, die wissen um Boden an am Boden. Und als Energiekrise bringt das mit, dann Lebensmittel all der mehr gehen. Ich bin von Beruf Koch und auch ich schon den Herz für Eisbauern. Ich fand das eine Sauerei, dass man heute Lützburg gesagt kriegt, so schmeckt Lützburg. Made in Luxemburg, produziert. Wir kriegen gesagt, an den Kantinen, an den Internaten, an überall, wo Cash sind, die schaffen, kriegen sie gesagt, kauft Lützburger Produkte. Mir das geht nicht so einfach. Da kaufen wir aber Fleisch an Argentinien, an Brasilien. Und mit dem Reglement, da dieses Lohner runterlegen, da gehen die Lebensmittel immer mehr knapp. Und durch Knappheit von den Lebensmitteln gehen sie immer mehr da. Und dazu nachgesagt, als Prozedur für Genehmigung nun zu frohe seitens auch Environnement, das dauert jahrelang, auf verschiedene Betriebe kriegen einfach gar keine Antwort. Sie ganz neue Tüte gemäht haben, die sie aus ihrer Tasche bezahlt haben und Geld nie remboursiert kriegen, obwohl es nicht konform ist. Die ADR fordert einen wirklichen Dialog mit den Bauern. An 10 bis 20 Jahren soll der Strom quasi nicht mehr noch aus alternativen Energiequellen wie der Photovoltaik und Windenergie kommen. Das ist aber das Ziel der Regierung. Für was das alles ernst wie realistisch ist, erklärt Fred Kolb. Lützeburg verbraucht eng Energie pro Jahr von 50 Terawattstunden. Du hast alles mal dran: Strom, Transport, Industrie. Und davon also funktioniert ein ganz kleinen Teil Strom, das sind 6,5 Terawattstunden. Das sind also ungefähr 13–14%. Und davon nach das ist auch ein interessantes Ziel, was die Leute nicht immer wissen, dass vom Strom, den in einem Land verbraucht wird, von der Stadt just 14% verbraucht. Das heißt, steht man am Anfang an dem ganzen Stromverbrauch und am Energieverbrauch immens wenig aus. Der größte Teil ist natürlich Transportindustrie und so weiter und so fort. Für ein Beispiel zu gehen, wie es durchgestaltet wird von der Regierung, aber wie auch oft wiederholt, da geht dann Zeitungen, ohne weiter kritisch zu sehen. Da wird zum Beispiel gesagt, wenn eine neue Wandanlage gebaut wird, große Wandmühlen wie zum Beispiel zu Garnisch sind dazu gebaut, gehen zu Kola, 200 Meter hoch. Da wird gesagt, eine Wandanlage versorgt rund 1500 Städte mit Strom. Da muss ich aber schon mal direkt etwas anwenden, das funktioniert, aber just dann, wenn auch Wand ist. Okay, Wand ist funktioniert, Wandanlage nicht. Und das ist an der Regel 40% von der Zeit der Fall. Das ist 40% von der Zeit von der Fall, kriegt er keine Energie von einer Wandanlage, da produziert sie Nullstrom. Da sind wir bei einem von den größten Problemen, wo alle Spezialisten da doch so, wo aber Naturmen oder die Regierung nie ausschwätzen, dass die sogenannte Volatilität von den erneuerbaren Energien, die sowohl bei der Wandanlage, wo keine Wand ist, geht nicht, wie auch bei den Solaranlagen an der Nacht am Winter, wo keine Sonne ist, produzieren sie nicht. Das ist ein ganz großes Problem. Ich komme kurz darauf zurück. Wenn wir also gucken, Beispiel zu Garnisch, von der Anlage, die also für 1500 Städte soll Strom produzieren, muss ich natürlich da bewusst sein, dass Städte just 13% von unserem Strom verbrauchen. Wenn ich dann umrechnet, ob die Gesamtenergie
Verbrauch zu Lützeburg die 50 Terawattstunden, da mischt eng Wandanlage von 200 Meter hecht 0,015% von unserer Energie. 0,015% von unserer Energie. Wir brächten also vom Erwählten all als Strom, also all als Energie, inklusive Strom, alles Energie. Wenn man die Welten mit Wandanlagen produzieren, da brächten wir also so 200 Meter hoch Wandanlagen, 7000 Stück heute zu Lützeburg. Und dann haben wir noch immer das Problem, wenn keine Wand ist, da produzieren sie alle 7000 ganz genau null Energie. In Lützeburg schon mal am ganzen Photovoltaik, Wandenergie 0,8% machen die aus von unserer Energieproduktion. Wie will man dann auf 100% kommen? Wie will man das europaweit machen? Ich sehe also, dass das eigentlich nicht realistisch ist. Den Herr Turmes haben wir auch schon an der Chambre darüber geschwärzt. Die erneuerbaren Energien funktionieren also, und der Herr Turmes hat gesagt, funktionieren am Anfang just, wenn der Backup hat, ein Ersatz von Gas. Was keine Wand ist, gibt Gaskraftwerke gehen. Was keine Sonne ist, gibt Gaskraftwerke gehen. Ja, am Moment haben wir aber ein Problem am Gas. Und wir wissen nicht, wenn wir genug Gas kriegen. Aber wenn in unserem Moment hier geht, und das ist das Resümee von dem Ganzen, wenn in unserem Moment hier geht, in dieser Situation, wo wir kein Gas mehr kriegen oder wenig Gas, nicht genug Gas eventuell am Winter, wenn also hier geht, wir wollen alles auf erneuerbare Energie setzen, Solarenergie, Wandenergie. Wohl wissen, dass wir die Backup vom Gas nicht tun, dann möchte ich eine rein ideologische Politik und dann ist sie nicht mehr realistisch. Ich meine, das ist ein ganz wichtiger Punkt. Aber was mir als Giffe wünschen, dass wir, wenn wir eine realistische Politik machen und eben kein ideologisch, aber was ganz wichtig ist für Lützeburg, wir können das nicht lang machen, für die Europäische Union, für ganz Europa, dass wir eine Energiesicherheit tun. Und nicht nur Sicherheit, sondern auch bezahlbare Energie für die Leute und auch für die Industrie, für kompetitiv zu bleiben gegenüber den anderen Regionen auf der Welt, weil die schlafen nicht und die sind ganz froh, wenn sie es können überholen. Und dafür hätten wir gerne, dass wir das bauen, was am Moment die einzige Möglichkeit am Anfang ist. Wir kommen nicht da lernen. Wir müssen weiter auf die fossil und auch die nukleare Energie bauen. Alles da dann hat das eine geringe Drehmerei und das kann physikalisch gesehen nicht funktionieren und das wird nicht funktionieren. Gesundheitsversorgung am Eislake funktioniert immer manner. Nordspidol zu Ettelbrick hat keine richtige Urgenz für die Kanner und noch keine Maternité, die den Numm verdient. Rezent haben alle guten Kardiologen Spidol verlos. Ganz aktuell als auch nach Demission vom medizinischen Direktor dabei kommen. Gerade wie der als auch Doktische Assoziation AMMD der Meinung, dass die Ursache eine jahrzehntelang gescheiterte Gesundheitspolitik ist. Bei der öffentlichen Petition 2301 geht es eine langjährige Forderung von der ADR, für die Bürger aus dem Eislake endlich eine bessere medizinische Versorgung zu garantieren. Der Petitionär Steve Schmitz schwätzt carrément von einer Diskriminierung vom Norden vom Land. Mit einer Maternité am Ettelbricker Spidol, die dieses Jahr wegen Personalmangel eine längere Zeit zugemacht ist. Könnt dabei, dass es am Eislake keine 24 Stunden Permanenz gibt, am Fall, wo kann, an d'Urgence muss. War doch nicht zu beantworten ist, wie kann es sein, dass eine Urgenzpädiatrik just disponibel ist laut dem Sitz vom CSDN, wie ganz auf Feiertags von 10 bis 12 an verweist das von den Urrift, auf Pädiatren zurückzugreifen, wovon die meisten evaluiert sind und an ihre Praxisen wie ganz auf Feiertag nicht schaffen, oder es geht in an Kannerklinik an den CHL geschickt, wo eine lange Zeit an der Traje, weil keine Gefahr für die Kant sind. Auch muss er wissen, dass die Wartezeit in der Kannerklinik ziemlich lang ist, bis 2 Stunden je nur Grad von der Urgence. Weil auch die einzige Kannerklinik hier im Land packt die Groß von der Urgence nicht, weil jeder aus dem Land dahin verwiesen wird und noch sie Mangtum auf Pädiatren haben, so dann wir ermäßigt mehr wie dringlichst notwendig, eine Kannerklinik zu kriegen, die 24 Stunden auf 24 ob wir genau wie eine Maternité auch soll funktionieren 24 Stunden auf 24. Dafür verlangen wir eine adäquate Maternité a Kannerklinik, die fest angestellten Personal hat, disponibel ist 24 Stunden auf 24, für ein Weg vom Gesetz A140 adweit von den Menschenrechten dafür gesehen ist.
Das läuft man am ministerisch erlebt Regierung as e bien commun de net Dift vernunlässig gin. Zum dass ma ja an enger Zeit liewen, wo de Wurst um Beständigkeit zohält, an so Infrastrukturen net Difte fehlen fir eng adäquat Verpflegung am Gesundheitssektor zu garantieren. Eng Permanenz mat eng Kannerdoktor fir de Norde vum Land wären absolute Muss. Schëlle lo just mei Fall. Mei Kleinkant vun hat Demos 18 Meint hat abs verschleckt, das Blo ugelaf schon 112 grof, méi Frau war a Panik, Ech war Panik. 112 Christ gesagt, ja mir schick nicht eng Ambulanz, dat kann aber bisssen dauern. Ich verstehe dat meeslik vunnen. As ja alle Scheiner gut. Die Zeit war ja der Ambulanz kom war well zu Hätel brechen. Wann der dann do gesot krit, ja mir können awer ha nicht me, de muss an Kannerknick fuhren. Dat das mech unterlassene Hilfeleistung. So dift dat net funktionieren. Lesung fir d Maternität zu Ethelbrück zu reaktivieren, an de Gesundheitsminister mam Sergel ausgeschafft huet, als alles ernstcht wie zufriedenstellend. Wann ein größeres Problem besteht, da sollte soi-disant ein Spezialist aus dem Sergel per Videokonferenz zugeschaltet gehen, an den Anästhesist sollte dann dem sein Erbichten überholen, aber wenn das dann nicht klappt, geht Mam Kant, je nachdem es den Fall ist, wenn Lot kann das dann just Kant, geht die per Helikopter, per SAMU an den Sergel gefeuert, an allein das möchte als ganz viel Sorge, weil den Tragödien da kann ganz vieles geschehen. Also fand ich dat net die richtige Lesung aus für die Mam erkannt. Also ich verstehe Mammen, die du net nie wollen akkuscheieren, ganz einfach. Neben dem deputierte Jeff Engelen kute Petitionär nimmen nach vun die Link zu 100% direkt gesteipt. Die Lesung, die von gouf mat Videokonferenz, wo de auch Bedenken ausstreckt, delen ich auch ganz mengen Digitalisation gött immer so gepriesen als oft Zukunftslesung für ganz viele an spannend, aber du muss ganz ehrlich mit Meinung so fand ich final mal Gesundheitszwang stellen ich da froh. Gesundheitsminister huet reagiert a gesot, dat den kein kurzfristig Lesungen huet für de Problem unzugoen. Wir sind am Moment net do, dass man könne die Pädiatrie urgent nonstop assurieren, mir auch do sind Diskussionen am Gange für eben die Generalisten Weiterbildung zu gehen, für dass sie auch verstärkt können und kann auch schaffen, auch do wird geguckt für zu vernetzen, für du auch möglichst ein gutes Service unzubieten, mir du auch do, wann wirklich man an die ganz akut, an die Spezialfälle geht, muss mise en balance machen der Distanz an der Qualität vom Service den den ubietet. Für de mangtem UKannerdoktoren an anderem spezialisiertem medizinische Personal Rechnung zu drohen, huete Steve Schmieds übrigens noch gefordert, dat in dem Medizinstudium endlich ganzheit zu Lützeburg missmachen können an net just die 3 Joer. Die Reformpartei huet an der Chamber eng Interpellation iwwer d Gesundheitswesen ugefrot, he muss dringend no gebessert ginn, fir dat de Gesundheitssystem besser opgestalt an endlich nees eng besser Versorgung vun de Bierger garantiiert gi kann. Lekt hunn was se krank gin Angst. Und dat das nicht gut fir d Land an dat so nicht gut fir als Lekt. Aktuell ginne doch schon ein ganz reich Probleme, auch schon langjährig Probleme. De Mangtumen Doktoren am medizinischen Personal ersehen davon, an noch Gesundheitsversorgung als nicht flächendeckend genug assuriert. Wir denken dort zum Beispiel, wenn ihr von Doktor schwätzt, vom Ausbau von der Uni von 3 Jahren, ob eine vollständige Uni-Ausbildung hier am Land. Natürlich, das bedringt doch eine Uniklinik, und da muss man sich vorstellen, dass man das nicht kombinieren kann. Mit einer Militärhospital, also Klinik, ob ich das nicht kombinieren kann, dann hat ihn du alles mal daneben. Da müssen sie aber juristisch gucken, aufdecken mit der NATO und überall, für das können zu machen. Dann ist das sonderte Spruchproblem am Gesundheitssektor sorgen. Nicht mehr spät wie gestern war eine Interpellation an der Petition, die bei der Chambre, worauf das Problem hingewiesen wird. Und dann weiter hat er in der Attraktivität beim doktorischen Infirmiersberuf, gerade wie auch, dass CNS-Tarife müssen reformiert gehen oder angepasst gehen, periodisch stecken du an 10 April, das ist die sogenannte Nomenklatur. Und mit den Urgenzen hier im Land sind vielleicht nicht zufrieden, zu lange Wartezeiten, und noch zu lange Wartezeiten für spezifische Untersuchungen wie IRM, Darmspiegelung und so weiter. Wir aber als Ärzte sind auf alle Fall enttäuscht darüber,
dass mein Gesundheitsminister Kewellen erkennen wird, wie etwas am Gesundheitswesen zum Positiven zu bewegen. Wie dat der SAP-Ball über 2 Jahrzehnten über der Ressort von der Gesundheitszuständig so verfügt, sind wir der Meinung, dass muss Schluss sein mit der sozialistischen Misswirtschaft in dem Bereich. Wir können das nicht weiter tolerieren. Das sehen wir auch an den Petitionen. Da haben wir nicht mehr spät wie die letzten sind, die ich 3 öffentliche Debatten erlebt, worauf Einzelmissstände am Gesundheitswesen hingewiesen wurden. Ich meine, das beweist ja schon lange, dass manches nicht richtig funktioniert oder nicht viel soll sein. In dem Sinn haben wir auch die Interpellation, die haben wir auch gefragt für einen guten Monat. Und wir hoffen, dass sie dann auch irgendwann henken können. So nicht merci. Den Schwächsten an unserer Gesellschaft ënner Däm greifen, dat hue doch mat sozialer Responsabilitéit ze dienen, auch am Fall vun denen Mënschen, die sich prostituieren. Do gi Leiit marginaliséiert, kriminaliséiert, sie hunn keng Sozialaufsicherung, sie keng medizinisch Betreiung, sie sind Leiit an sinn im Staat herzlich egal. An der Schweiz man wohlverstehen net vu Mënschenhandel, an net vun Zwangsprostitution, an noch net vun der Prostitution vu Mannerjährischen, alles dat soll verboten sein. Mir fir de Recht sollen erwursene Mënsch können den Beruf ausüben, den will, an zwar an Dignität. An net aus irgendwelche Moral firstellen, es sind net viel Prostitution, was der gut recht net dafür zu sehen. Und das genauso gut der gut recht dafür zu sehen. Mit die Leid hunnen Urrecht an Dignität ihre Beruf können auszuüben. Und das sind nicht nur prostituiert. Männliche oder weibliche, das sind auch Sexdurchsteller, das können Leute sein, die Telefonsex machen oder was auch immer. Sexerbichte. Erbichte am Bereich von der Sexualität. Mir hätte gern, dass der Beruf absolut unerkannt wird, dass die Leute eine Sozialaufsicherung kriegen, dass die Leute auch Steuern bezahlen und so weiter und so fort. An die Gruppen und noch nach anderen, die am Rand von unserer Gesellschaft sind, werden wir als das letzte Jahr an der Chambre widmen, auch wenn es nicht populär ist. Eise Septemberreportage iwwer d'Stadt Lützeburg, die nobausen en ëmmer Manner schenint Bild ofgëtt, mat zum Beispiel dem Mangtem und Hygien am öffentlichen Raum, dem Unsicherheitsgefühl an der organiséierter Hecherei, huet den Tabu gebracht, an as se lang op Facebook ageschloe wie eng Bomb, den ass 54.000 Mol vun ihrch geguckt ginn, an e puer 100 Mol gedeelt ginn. Heiersen nach Mol. Stadt Lützeburg war nach vir net allzu langer Zeit eng attraktiver proper Staat, so wie se Stadt fir eng Hauptstaat geheiert. Die lächt Joren iwwer huet sech awer d Stadtbild no an no verschlechtert, dat er so am Laf vun desem Summer viele Bierger opgefall, die als des Fotoen zoukomme gelos hunn. Monegos Avantage effektiv, dats dat Leiit wiele mat der Schwätzen an der Sächen erziele. Wenn man lo grad dem Royal Amilius sinn, du hast eng Damm, die mich kontaktiert huet, die huet für ganz deiert Geld, du kennst Preise jemand an der City ein Penthouse kauft. Die verkäft er lohn ist, die plündert fort, weil sie sieht nur 6 Auer. 6 Auer of, mich spät nicht von nur 2 Auer. Kann sie mit ihrem Hund nicht mehr für und dir gehen. Hey, Royal Hamilius 6 Auer, Leid ungepöbt, Leid bedroht oder Leid fehlen sich zumindest bedroht. Man da muss eng Präsenz sein von Police oder von private Sicherheitsbeamten. Dieselvech Klack krit noch aus andere Städter Kartien ze heieren. Schon eng Damm aus Dänemark, die zu Bonewech, wo die regelmäßig schreibt, net mir mit dem ganzen Gemenge rot. Dat kann net wie kann dubause spiele los, well an ihrem Viergätsche dann Trotwer an überall Spritze leiien, a Blut an einer Sache wo net dat den kann sondern mat Spiel respektiv wo zu geféierlich ass, dat kann sech skife nostechen. Es schon eng Jongdamm, die schafft op enger ganz großer Bank, die all der durch Petrus geht, durch den Petruspark. An der gesäit ze do genau dieselvig Sachen, Spritzen, Blut, Äne ekli Sache, da muss der durchtrippelen. Und das war nicht dem Service de l'Hygiene die fängt auch nicht bei diesem Feierauern zu putzen an dem Park. Aber da müsste viel mehr geschehen.
Auch ein Anwohner vom Kirchbiersch bedauert eis gegenüber, dass den öffentliche Raum immer mehr verkönnt. Wir wissen nicht, der Mann von der Polizei, da ist ein Mann von der, also die Leute finde ich unwohl, unsicher in der Stadt. Früher ist der Parkwächter, den hat Leute von der Wies gedämmt und hat keinen vorgestellt. Das war so, das war Reglement kommunal die Zeit, wir waren nie. Und das hat gemacht, ich bin 25 Jahre. Dort kam Mensch, und du waren einer Valeuren, du lässt man mal so nennen, die haut einfach mit Face getrippelt gehen und die Regierung, die kriegt auch nicht gebet. Fertig. Also dann ging Kompetenz, also nicht wollen. Wir sehen noch einen gewissen Sort von Kriminalität, zum Beispiel all die Ketten, Klauerten, die Ketten aufreißen und so. Die zählen wir regelrecht un. Weil sie wissen, dass sie mehr oder weniger ungestraft das können machen. Die zählen wir un. Die wissen, dass sie gut Geschäfte machen, weil ja nach rezente Beispiel auf RTL, wo da gesagt wird, dann sollten der verdient, wo Leute mal recht gesagt haben, der verdient mehr netto, der Mode, wie es die schaffen geht. Und das schwätzt sich schon rum, und das zeigt dann die Leute un. Am Park Krämerweh Kirchbiersch haben eng Reihe Leute beginnt, die für die EU-Institutionen schaffen. Auch sie haben an Urcht geholt, dass sich die Situation am öffentlichen Raum an der Lächt verändert wird. Qu'il y a des choses, peut-être qui passent, qui ne passaient pas avant. C'est ça la raison. Par exemple des gens agressifs, peut-être parfois, ou des vols, des petites vols. Last winter there was a mugging here, and actually the person that assaulted was passing by me and asked me not to follow that path, to turn back. So, yeah, I didn't see anything myself, but made me feel really insecure. So since then, I avoided this area at night. But I didn't notice here a difference, but I have noticed some tents there on the Kennedy. Yeah. Was dann ohne Zweifel zu einer mi properer Stadt beidrohen kennt, sind zusätzlich öffentliche Toiletten, weil die sind noch immer rar gesehnt. Wie viele offizielle Toiletten haben wir im ganzen Territoire von der Stadt Lützeburg? Charles Gard war ein Schandfleck während 15 Jahren, gebe ich mal so. Das war ja unmöglich, unproper. Wir sind eine Hauptstadt und wir haben nicht genug Toiletten. Der fordert die Stadt der Schäferrot op, für auch an dieser Sache verstärkt aktiv zu gehen, an eine bessere Hygiene am öffentlichen Raum zu garantieren. Moin, ich bin Fred Kolb, Parteipräsident von der ADR. Wir sind heinz der Aufverstanden mit der Regierung. Aber ganz oft sind wir nicht der Meinung von der Regierung. Vieles sei am Land als an den letzten Jahren nicht so gemacht gehen, wie ihn das können machen. Vieles ist falsch gemacht gehen, wo ihn das müssen, wo ihn das können, richtig machen. Von anderen Politikern, von den Medien, von linken Ideologen, die mir kritisiert und attackiert. Wir gehen es nicht. Konservativ Werte sind wichtig. Wir machen immer weiter. Wir bleiben als Alin treu. Stimmen nicht für das, was die meisten von uns wirklich wollen. Wir fährten nicht für das zu suchen, was viele Leute denken. Wir haben uns gesagt, für ein Referendum über die neue Verfassung. Wenn wir der Meinung sind, dass die Bürger sollen mitdezidieren über das wichtigste Gesetz vom Land. An der Covid-Politik haben wir uns von Anfang an als Einzelpartei konsequent für den Respekt von unseren Grundrechten herausgeschwärzt. Auch von Anfang an bis heute erweitert auch nach gegen die Impfpflicht. Energiepreise, Familienpolitik, Genderwahn, Kampf gegen Kriminalität, eng Wohnungsfannen, den Index, das Gesundheitssystem, als Elamatbürger, Naturschutz, den Niveau an den Schulen, Integration, als Spruch Lützeburgisch, als Freiheiten, als Meinungsfreiheit, als Matspruchrecht und Erdmatspruchrecht. Wir setzen uns konsequent für diese Ziele an. Wenn ihr als Ideen teilt und ihr wollt mitmachen, wenn ihr auch etwas wollt ändern, dann zeigt nicht. Kommt op de Wemer da is. Leng des Joer gut der 100 Membre bei. Kommt, schles Dir Jaun, giet Member, weil zu Summe können wir viel errechen. An zu Summen können wir etwas ändern. Zum Gute für Lützeburg und zum Gute für uns alle Guten. Den 8. Oktober war de Komitee vun den ADR Frauen fir eng Flottstudierees op Paris. Sie si vun der Senatrice Christine Herzog vum Grupp Union Centriste fir eng Visit GD an de franzésche Senat invitéiert ginn. Och e Besuch am Louvre stongen nach Programm.
1918 und 1919 waren sozusagen Schicksaljoren für die Lützebauer Nation. Nachdem Lützeburg den Zollvertrag mit Deutschland hat müssen ablesen, wurde es am Land rummauert. Die Sozialisten hatten den Rücktritt von der Großherzogin an die Aufhebung von einer Republik gefordert. Sogar die Annexion auf Frankreich haben wir in dem Moment riskiert. Am ersten Referendum an unserer Geschichte haben sich die Lützebauer glücklicherweise ganz deutlich für die Souveränität ausgeschwert. Bei einer Versammlung zu Esch betreten Membre von der Ligue Française unter dem Aufsangen von der Marseillaise den Saal. Direkt gehen sie überstimmt von der Lützeburgischer Nationalhymne. Et gibt der Ligue Française vorgeworfen, sie wählten die Souveränität von Lützeburg untergraben, indem sie der Umgliederung von Lützeburg auf Frankreich gegen vortreten. Von dieser frankophile Krise gouf alles vorbereitet, für Lützeburg an Term von Frankreich zu treiben. So stellen sie die Forderung, dass alle Lützeburger von der Lo an Französisch lehren. Außerdem muss Lützeburg wirtschaftlich wie kulturell auf Frankreich gebunden gehen. Frankreich soll das Land wirtschaftlich, moralisch wie geistig durchdringen. An der Versammlung stellte sozialistische Parlamentarier Tilmani die Forderung op, dass die Großherzogin direkt misst aufdanken. Den 28. September 1919 geteilt zu Lützeburg ein Referendum durchgeführt. An diesem Referendum soll die erste Kehr an demokratischer Form Meinung vom Volk gefragt gehen. Die Frauen, die Gestalt goufen, waren die Heiden. Beibehalen von unserer neuen Grandduchesse Charlotte. Beibehalen von unserer Dynastie. Oder das Setzen von einer anderen Dynastie, zum Beispiel die Belgische. Die Abfeierung von einer Republik. Die wirtschaftliche Umgliederung auf Frankreich. Die wirtschaftliche Umgliederung und Belsch. Die Antwort von den Lützeburger war deutlich. 77,8% schwätzen sich für das Beibehalen von der Monarchie aus. Wogegen nehmen 19,66% eine Republik wollen. Soweit ein Ausschnitt vom Dokumentär «Untergang oder Neuanfang» von René Flamand. Wir haben von ADR Tele so nicht merci, dass ihr mit dabei wart. Ihr könnt uns im Docker über Per TV gucken. Denkt dran, für euch regelmäßig auf unserer Internet- und Facebook-Seite zu informieren. Bleibt gesund, Adi, und bis die nächste Kehr.